Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die uns heute ein Hörspiel aus dem Giftschrank mitgebracht hat. Susanne Jansson. Hallo Wolfram, also ich hoffe nicht, dass du dieses Hörspiel dazu zählst. Und im Archiv war auch kein Vermerk, bitte nicht mehr senden. Aber du hast schon recht, es wurde seit 1970 nicht mehr gesendet. Und warum ist eine gute Frage, aber ich glaube, es hat nichts mit der Qualität der Produktion zu tun, oder? Nein, gut, überhaupt nicht. Ich fand es einfach lustig. Es gibt ja tatsächlich beim Hörspiel, zumindest als ich angefangen habe, gab es bei SF2 Kultur eine Excel-Liste mit allen Hörspielen, die man in den letzten Jahren gemacht hat. Da war das gar nicht drauf, weil viel zu alt. Und da gab es schon ab und zu so einen Kommentar, Giftschrank. Vielleicht, weil es ein bisschen peinlich war, weil die Regie nicht ganz so gelungen ist oder aus inhaltlichen Gründen. Aber das gehört da auf keinen Fall rein. Nee, ich habe natürlich die Anmerkung gemacht, weil der Giftschrank im heutigen Hörspiel eine Rolle spielt. Ein richtiger Giftschrank. Richtig, wir sind in einem Waldsanatorium und da sind nicht nur Ärzte, Krankenschwestern, sondern auch todbringende Medikamente. Ihr merkt schon, es ist ein Krimi, 4 Teilen. Die letzte Visite heißt er, geschrieben von Hans Gruhl, einer der wichtigsten deutschen Nachkriegsautoren in Sachen Krimi. Und ich finde, es atmet ja auch so die Nachkriegszeit, oder? Lass uns da mal drüber sprechen. Eben 1970 produziert, aber ich sehe das immer in den 50ern. Ja. Kann ja nachher noch sagen, warum vielleicht. Aber ja, es geht schon sehr um wohltuende Idylle, die trotz allem, was vorkommt, einem so ein bisschen zum Entspannen einlädt. Aber ist ja auch schön für eine Sommerserie. Also dann entspannt euch und viel Spaß beim ersten Teil der letzten Visite. Viel Freude. Die letzte Visite. Ein Kriminalhörspiel in 4 Folgen nach dem Roman von Hans Gruhl. Regie James Meyer. Erste Folge. Um das gleich vorwegzunehmen, meine Damen und Herren, ich hatte mir meinen Auftritt ganz anders vorgestellt. Was mir von meinem Chef als Vergünstigung zugedacht war, fing mit einer Strapaze an und Strapazen habe ich nie sehr geschätzt. Wenn ich den Reden neidischer Kollegen Glauben schenken durfte, dann musste das Sanatorium, in dem ich für ein halbes Jahr als Röntgenarzt wirken sollte, eine Idylle sein. Mitten im Wald gelegen, an einem Hang, Sonnenseite und reichlich 3 Kilometer entfernt von der nächsten menschlichen Ansiedlung. Ja, und außerdem war bekannt, dass man sich als Arzt dort nicht totarbeiten musste. Wenn ich allerdings geahnt hätte, was mich an Abenteuern erwartete, dann wäre ich höchstwahrscheinlich mit dem nächsten Zug zurückgefahren und hätte auf die Vergünstigungen eines Sanatoriumsaufenthaltes dankend verzichtet. Aber ich ahnte nichts. Wie sollte ich auch? Und so schleppte ich mein Gepäck die 3 Kilometer bergan, vom Bahnhof bis zum Sanatoriumseingang, weil niemand es für nötig befunden hatte, mich abzuholen. Die Mittagssonne stand hoch am Himmel. Der Koffer zog an meinem Schultergelenk. Ich schwitzte und hatte schlechte Laune. Nicht einmal das gelbe Leinenkleid mit hochgekrempelten Ärmeln, das auf überaus sehenswerten, nackten Beinen in leichten Sandalen vor mir die gleiche Steigung spielend überwand, konnte mich zu schnellerem Tempo anspornen. Nein, der Koffer war viel zu schwer. Ich setzte ihn ab und machte eine Pause. Nach einiger Zeit war ich soweit, die letzte Etappe der Bergtour angreifen zu können. Der Koffer wog natürlich das Doppelte, wie am Bahnhof. Ich trug ihn durch das Tor, über einen weiten Vorplatz bis vor die massive Eichentür des Hauses. Ein 3-stöckiger, langgestreckter Bau von verflossener Vornehmheit. Ich stemmte die Tür auf, schnupperte den vertrauten Duft von Drogen und Desinfektion, entdeckte einen wuchtigen Stuhl in der Halle, trug meinen Koffer auch noch dorthin und ließ mich nieder. Langsam begann ich abzukühlen. Eigentlich hätte ich jetzt jemanden suchen und von meiner Ankunft unterrichten müssen, aber ich war zu schwach. Ich zündete mir eine Zigarette an und wartete. Sollten sie kommen und mich entdecken. Das geschah, als 2/3 der Zigarette sich mit den Drogen und der Desinfektion vermischt hatten. Leichte Füße trippelten hinter einer Tür auf der linken Seite, die Tür wurde geöffnet,
Eine Schwester kam heraus, weiß und zart. Sie sah mich, stutzte, und ihr hübsches Gesicht unter dem Häubchen wollte sich in dienstliche Falten legen. Hier dürfen Sie nicht rauchen. Ich dachte es mir, Schwester. Aber sehen Sie, ich habe diesen Koffer getragen vom Bahnhof bis zu diesem Stuhl. Etwa 3,5 Kilometer. Mein Kreislauf stand still. Da brauchte ich die Zigarette. Sind Sie vielleicht... Dr. Bolt, ja, der bin ich. Oh, dann entschuldigen Sie, Herr Doktor. Ich bin Schwester Inge. Wir haben Sie eigentlich schon gestern erwartet. Aha, deshalb. Deshalb? Ich verstehe nicht. Ja, deshalb musste ich meinen Koffer alleine tragen. Zur Strafe. Nein, nicht zur Strafe. Ja, aber wir wussten doch nicht, wann Sie nun... Jetzt bin ich da, Schwester Inge. Inge. Können Sie mir vielleicht jemanden zeigen, der sich über meine Ankunft trotz der Verspätung freut, mir ein Bier, ein Bad und ein Bett zeigt und mich erst übermorgen weckt? Ja, der Herr Professor Bierstein hält wahrscheinlich Mittagsruhe. Aber vielleicht ist es das Beste, ich bringe Sie in den Aufenthaltsraum. Dann kann ich versuchen, einen der Ärzte zu finden. Ja. Ja, das ist bestimmt das Beste. Darf ich vorausgehen? Sie dürfen. Der Aufenthaltsraum ist im ersten Stock. Ich nahm meinen Koffer wieder auf. Wir verließen die Halle, erklommen den ersten Stock, passierten einen Gang mit vielen Türen, die alle eine Nummer trugen. Gerade wollte ich um eine Verschnaufpause bitten, als Schwester Inge stehen blieb. Sie öffnete eine Tür, ich trat ein. Ein großer Mitteltisch in Weiß, kleine Tische an den Wänden, alle Stühle von gleicher Form, Radio, Fernsehapparat, ein Schrank mit Gläsern, ein Bücherregal. So, jetzt muss ich Sie allein lassen, Herr Doktor. Ja, ich werde weinen. Aber ich komme bestimmt wieder und sage Bescheid. Ich vertraue darauf. Ach ja, hier im Aufenthaltsraum ist das Rauchen erlaubt, Herr Doktor. Danke. Sie sind sehr gut zu mir, Schwester Inge. Als Entschädigung für den Koffer. Bis bald, also. Sie ging. Ich trat an das offene Fenster. Unter mir streckte sich ein flaches Dach gegen den Berg hin, wahrscheinlich die Liegehalle. Daneben und dahinter Rasen, Büsche und Blumen. Ein paar Wege, die sich im Wald verloren. Viel gesunde Luft und Natur. Genau das Richtige für meinen Großstadtorganismus. Da auf dem Berg, über den Wipfeln der Buchen und Tannen, die Zinnenkrone eines Turmes. Wie ein Raubritternest. Aus schweren Quadern, dunkel und drohend. Ich wurde in meinen Meditationen gestört. Die Tür wurde geräuschvoll aufgerissen. In ihrem Rahmen stand ein Herr, etwa Mitte 30, weißer Mantel, offen, ohne Krawatte, kleiner als ich, runder Schädel, rundes Gesicht, semmelblond. Hallo, da ist er ja, der Bolt. Witt, trunken oder Raufbold? Na egal, auf alle Fälle, willkommen in unserem Dornröschenschloss. Willkommen. Guten Tag, Herr Kollege. Pinkus heiße ich, Facharzt für Tuberkulose und Vertreter des mittagruhenden Chefarztes im Empfangskomitee für Dr. Bolt. Freut mich, Sie... Schon gut. Ersparen wir uns weitere Höflichkeitsfloskeln. Sie sehen so durstig aus. Ja, ich musste meinen Koffer alleine vom Bahnhof Weiß ich. hier herauftragen. Ingelein hat mir die Leidensgeschichte schon erzählt. Kein Auto? Nein. Bei der Wahl zwischen Getränk- und Motorfahrzeugsteuer habe ich mich für die Getränkesteuer entschieden. Ja, dann wollen wir den Fiskus zu seinem Recht kommen lassen. Ein Bier? Mindestens, bitte. Sofort, mein Herr. Mit den Bewegungen eines beflissenen Oberkellners verschwand er in einem Nebenraum. Ich hörte Flaschen klirren und den Schlag einer Kühlschranktür. Steht im Kühlschrank zur freien Verfügung. Wer etwas rausnimmt, schreibt es auf. Leserlich. So. Am Monatsende wird abgerechnet. Danke. Der Umsatz wird ab heute steigen. Ja. Prost. Prosit. Ja, das tut gut. Wo ich herkomme, wurde abstinent gelebt. Ja, umso wohler werden Sie sich bei uns fühlen. Kennen Sie den Chef? Ich weiß nur, dass er Bierstein heißt. Na, das genügt doch. Wer so heißt, lebt nicht abstinent. Eigenheiten, die besonders zu beachten sind? Ja, er wiegt 2 Zentner und bastelt in jeder freien Stunde. Wäre nicht die Verwaltung da, er hätte ihre Röntgenapparatur bestimmt schon in einen Staubsauger umgebaut. Sympathisch. Ja, das ist gar kein Ausdruck. Und überhaupt, die Arbeit ist erträglich dosiert. Ein Waldsee zum Baden.
das Essen reichlich und gut. Sie werden sich glänzend erholen. Prost. Na dann, Prost. Auf dieses Stichwort hin drehte sich die Tür zum zweiten Mal in ihren Angeln. Hereintrat, da gab es keinerlei Zweifel, Chefarzt Professor Bierstein. Pinkus hatte ihm aber sehr geschmeichelt, zumindest was sein Gewicht betraf. Er musste ungefähr so viel wiegen wie wir beide zusammen und bemühte sich auch nicht, den Bauch nach innen zu ziehen. Weil er aber auch breit war, wirkte er nicht fett, sondern eher quadratisch. Er hatte kleine, lustige Augen und borstige, eisgraue Haare. Ja, er musterte mich, nickte schließlich und streckte mir seine Hand entgegen. Ich weiß alles. Sie sind Bold aus der Großstadt. Sie mussten Ihren Koffer selber tragen und Sie haben in der Halle einer TBC-Heilstätte geraucht. Aha, Schwester Inge. Inge. Trotzdem freue ich mich über Ihre Ankunft. Endlich können wir vom Schach zum Skat übergehen. Sie spielen doch Skat. Ja. Ja, doch, Herr Professor. Nur eben nicht gut. Nicht gut? Aber ich bin ein guter Verlierer. Schön, akzeptiert. Pinkus, mir auch ein Bier. Sofort, Herr Professor, ich eile. Die nächste Viertelstunde verging mit Erzählen und Biertrinken. Ja, ich begann mich wohlzufühlen. Wir waren eine frohe Runde. Und ich hätte mich nicht gewundert, wenn der Professor die Skatkarten aus der Tasche seines weißen Mantels gezogen hätte. Stattdessen stand er plötzlich auf. Vertagen wir uns auf heute Abend, meine Herren. Ich habe noch ein paar Handgriffe zu tun und nach Sonnenuntergang schmeckt das Bier auch besser. Pinkus, Sie sind so gut und weisen unserem neuen Freund den Weg zur Oberschwester. Personalien aufnehmen und so. Ja. Dann können Sie ihm auch sein Zimmer zeigen. Wird gemacht, Herr Professor. Bis nachher also. Bis nachher, Herr Professor. Sie werden direkt neben meinen und den Gemächern unserer Freifrau wohnen, Herr Kollege. Neben wem? Fräulein Dr. Edeltraud von Stark. Ich weiß nicht. Ich musste plötzlich an ein gelbes Leinenkleid denken, mit hochgekrempelten Ärmeln, an nackte Beine, in leichten Sandalen. Ja, kennen Sie die Dame? Wieso? So sehr entzückt scheinen Sie jedenfalls nicht zu sein. Doch, natürlich. Edeltraud von Dings. Stark. Nie gehört, ist sie hübsch? Ich weiß nicht, ob sie Ihr Typ... Darf man fragen, wie alt die Freifrau? Ich meine, nur ungefähr. Ja, so aus dem Alter, das Sie meinen, ist sie raus. Oh, schade. Aber sie trinkt Bier. Na, immerhin, Prost. Nur am königlichen Skatspiel konnte sie eben bisher keinen Geschmack finden. Sehr zum Ärger des Chefs. Dafür ist ihr Stammbaum lang wie eine Wagner-Oper. Oh, ich bin mehr für Benny Goodman. Sie wird es Ihnen nicht übel nehmen. Aber nun, auf zur Oberschwester. Die ist noch älter und trinkt nicht einmal Bier. Dafür sieht sie alles, hört alles, weiß alles. Wir nennen sie deshalb Schwester Spionata. Aber sagen Sie lieber nur Oberschwester zu ihr. Die Oberschwester saß hinter einem altmodischen Schreibtisch, umrahmt von Schlingpflanzen. Ihre Augen hinter den dicken Brillengläsern schienen in mich hineinzustechen. Ihr Kittel und ihre Haube waren so weiß, weißer ging es wirklich nicht. Das Rot ihres Gesichtes hob sich wirkungsvoll davon ab. Sie mochte etwa 50 sein und musterte mich, als müsste sie künftig mein Gehalt bezahlen. Setzen Sie sich. Ja. Ich gehorchte. Sie zog einen länglichen Holzkasten heran, fing eine Karteikarte heraus mit vorgedruckten Fragen zur Person, drehte ihren Drehstuhl zum Schreibmaschinentisch und spannte die Karte ein. Ihre Fragen kamen schnell und scharf zwischen dem Gerassel der Tasten. Es war wie auf einem Polizeiposten. Ihr blieb nichts verborgen. Vom Tage meiner Geburt über die Vollapprobation bis zum ledigen Familienstand. Dann ordnete sie die Karte in den Kasten ein und erhob sich. Bitte folgen Sie mir. Ja. Ich ergriff meinen Koffer, wieder einmal, in der tröstlichen Gewissheit, dass es das letzte Mal für heute sein würde. Wir stiegen ein Stockwerk höher hinauf. Scheue Schwestern schwebten an uns vorüber und senkten die Hauben ängstlich. Die Oberschwester marschierte so schnell, dass ich wieder in sanften Schweiß geriet. Dann blieb sie stehen, ließ mich herankommen und stieß eine Tür auf. Hier, bitte, Ihr Quartier. Ja. Oh, sie sagte Quartier. Aber das Zimmer gefiel mir.
Etwas spärlich möbliert, aber praktisch. Bett, Schrank, Sessel, Schreibtisch. Keine Schlingpflanzen, Gott sei Dank. 2 große Fenster, Radioapparat, Lavabo groß genug, um Hände und Gesicht gleichzeitig hineinzutauchen. Bad und Toilette sind auf dem Flur. Um Bettwäsche und Handtücher brauchen Sie sich nicht zu kümmern. Nur Ihre Kittel geben Sie bitte pünktlich jeden Montag ab. Montag, ja. Nicht wie Dr. Pinkus, dem ich jedes Mal erst eine handschriftliche Einladung schicken muss. Frühstück 8:30, Mittagessen 12:30 Uhr, Nachtessen 19 Uhr. Ach, noch etwas, Dr. Boyd. Ja? Unter unserem Personal sind etliche junge Schwestern, Schülerinnen und Schwestern. Ja. Die Frau Oberin und ich sehen es ungern, wenn sie ihre Gedanken anderswo haben als bei der Arbeit. Ah ja. Und wenn in ihnen Hoffnungen erweckt werden, die sich niemals erfüllen können. Dafür sind sie zu jung und zu dumm. Beherzigen Sie das bitte. Auf Wiedersehen. Und draußen war sie. Na schön, ich würde darüber hinwegkommen. Sicherlich hätte ich jetzt pflichtbewusst die Röntgenabteilung aufsuchen müssen, um mich über meinen neuen Arbeitsplatz zu informieren. Aber ich hatte so wenig Lust dazu, wie ein Kind zu den Schulaufgaben. Es war kurz nach 4. Ich trat auf den Gang, schloss mein Zimmer ab, stieg die Treppen hinunter und fand in der Halle eine Tür, die nach hinten hinausführte. Sie war unverschlossen. Ich stand im Park. Links erstreckte sich die Liegehalle, die ich schon von oben gesehen hatte. Die Leute lagen im Schatten, zugedeckt, schlafend, lesend. Ein paar Köpfe hoben sich und sahen mir nach. Ich wanderte über den sandigen Weg zwischen den Büschen. Das Gras duftete, dann die Kiefern, unter denen der Weg weiterführte und langsam anstieg. Die Sonnenstrahlen rutschten schräg zwischen den Stämmen hindurch, aber meistens war ich im Schatten. Es ging immer steiler aufwärts, aber ich war entschlossen, den Turm zu besichtigen, den ich vom Fenster aus gesehen hatte, trotz Pulsbeschleunigung und Atemnot. Dann war der Wald zu Ende. Ich stand am Rand einer weiten Lichtung. Vor mir erhob sich ein runder, wuchtiger Backsteinbau von vielleicht 10 Meter Höhe. Eine geschwungene Steintreppe führte an der Außenseite nach rechts und nach oben. Offenbar war dort eine Plattform, von der der Turm in die Höhe stieg wie der Wehrturm einer Ritterburg. Eine dicke Säule aus grauem Stein mit kleinen, spitzbogigen, fensterlosen Durchbrüchen. Obendrauf die Zinnenkrone. An der Rückseite fand ich eine Holztür, auch spitzbogig, grün angestrichen und verwittert. Ein Vorhängeschloss aus der Merowinger-Zeit hielt den Riegel, aber es war nicht zugedrückt. Ich hörte ein gleichmäßiges Summen hinter der Tür. Meine Neugierde wurde wach. Ich trat vorsichtig ein und war in einem kleinen, ausgemauerten Raum. Es roch nach feuchtem Moos. Im Halbdunkel erkannte ich ein Aggregat mit einem Elektromotor, von dem das Summen herkam. Offenbar eine Kreiselpumpe, ach ja, wahrscheinlich mit einem Wasserspeicher im Steinsockel. Das Licht fiel von oben durch eine Glasluke. Ich verließ die Kammer, schloss die Tür, ging zu der Steintreppe, die nach oben führte. Die obere Plattform war von einer halbhohen Mauer umgeben. Ich ging einmal um den Turm herum, fand die Glasluke wieder und sah noch 3 andere Luken. Alle 4 lagen sich über Kreuz gegenüber. Ich öffnete eine. Ein feuchter Hauch schlug mir entgegen. Nach einer Weile konnte ich unten in der Tiefe den Wasserspiegel erkennen. Tintenschwarz und tückisch. Also ein Wasserspeicher, 1:0 für mich. Eine Wendeltreppe führte im Turm nach oben. Noch 2 Stufen und ich stand im Freien, inmitten des Zinnenkranzes, der mir von ferne so düster und drohend erschienen war. Ich sah das Haus, die Liegehalle, den Park, den Rasen, die Leute, ja, sogar das Dorf mit dem Bahnhof konnte ich erkennen und den Weg, auf dem ich so viel Staub zu mir genommen hatte. Und ich sah noch etwas. Ein gelbes Leinenkleid, das unten zwischen den Stämmen am Rand der Lichtung erschien und zielstrebig auf die Treppe zusteuerte. Ich hörte die Schritte auf der Treppe, auf der Plattform, im Turm. In der Öffnung erschien ein brauner Schopf, ein Gesicht mit Sommersprossen, Augen, die mich ohne Staunen musterten. Dann stand die ganze Dame vor mir, reichte mir bis an die Nasenspitze und sagte: Starren Sie ruhig weiter. Oh,
Ich starre nicht. Ich hole etwas nach. Was denn, bitteschön? Ich hatte heute Mittag auf dem Weg vom Bahnhof hierher eine halbe Stunde Zeit, mir Ihre Rückseite einzuprägen. Es würde mich nicht wundern, wenn ich für die Vorderseite doppelt so viel Zeit brauchte. Mich aber. So viel einzuprägen gibt es da gar nicht. Ja, sind Sie sicher? Ich würde sagen, Sie sind Dr. Bolt, nicht wahr? bestimmt. Aber woher wissen Sie? Ganz einfach. Ich hörte unten, dass Sie angekommen sind und dann sah ich Sie zum Turm gehen. Und da dachten Sie, welch ein interessanter Mann. Den muss ich in der Waldeinsamkeit... Langsam, 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 langsam. Viel unromantischer. Ich bin die Röntgenassistentin dieses Etablissements. Ah ja. Sie sind mein neuer Chef. Da Sie es vorzogen, hier raufzuwandern, statt auf die Röntgenstation zu kommen, Da sind Sie mir sofort nachgelaufen, obwohl Sie Männern sonst nie nachlaufen. Sie sagen es. Na, schön. Jetzt sind Sie jedenfalls hier und erfreuen mein Auge. Danke für die Blumen. Bitte. Etwas scheint mir sehr bedenklich. Das wäre? Als Untergebene darf ich Sie nicht ohne weiteres küssen. Das wäre Unzucht mit Abhängigen. Oh, es wäre auch geschmacklos. So? Da bin ich nicht so sicher. Aber vielleicht sind Sie so liebenswürdig, mir Ihren Namen zu nennen. Da Sie schon wissen, wie ich heiße, ist es wohl nicht mehr als recht und billig, wenn Sie mir... Petra. Petra Radies. Sagen Sie gleich Radieschen. Alle sagen es. Petra. Petra ist mir lieber. Außerdem teile ich Ihr Schicksal. Ich habe mit dem Namen Bolt auch eine Menge Ärger. Trunken, Witz rauf, naja, und so weiter. Und so weiter, richtig. Ja. Wie lange sind Sie schon hier? 8 Monate. Viel zu tun? Oh, es geht. Der Professor ist human. Ich habe mit ihm Bier getrunken, mit ihm und Dr. Pinkus. Pinkus. Haben Sie was gegen ihn? Das Übliche. Ich bin zwar nicht von ihm abhängig, aber... Naja. So. Sie grinsen natürlich. Im Gegenteil. Gestatten Sie bitte, dass ich künftig über Ihre Tugend wache, wie Ritter Kunibert über seine Kunigunde. Der Turm scheint Sie zu inspirieren. Oh nein. Der ist viel zu profan. Ich habe ihn übrigens auf Anhieb als Wasserspeicher erkannt. Ich war sogar im Pumpenraum, ohne mich zu fürchten. Oh, da gibt es nichts zu fürchten. Nur manchmal fällt das Ding aus und das Wasser ist weg. Eigentlich soll es sich automatisch einschalten, wenn der Druck nachlässt. Und wenn nicht? Oh, dann geht eben jemand her und schaltet ein, von Hand. Sehr praktisch. Aber das braucht nicht unsere Sorge zu sein. Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen jetzt doch noch die Röntgenabteilung zeige? Ja. Bitte. Von Ihnen lasse ich mir alles zeigen. Fangen wir erst einmal mit dem Arbeitsplatz an. Ja. Einverstanden. Ach, sagen Sie. Ja. Noch was ganz anderes. Das Ärzteteam außer Bierstein und Pinkus... Nur noch die Freifrau, Fräulein Dr. von... Edeltraud von Stack. Die kennen Sie auch schon? Nein. Und nein. Nicht, was Sie denken. Nein. Pinkus erzählte mir von ihr. Er sagte, sie wäre nicht mein Typ. Sie ist nett. Bisschen ältlich, altmodisch, trägt Haarnadeln. Aber nett. Sehr nett. Gut. Und jetzt zeigen Sie mir meine künftige Wirkungsstätte. Ich geleite Sie zu Tal. Petrine. Petrine. Hat noch niemand zu mir gesagt. Pünktlich um 19 Uhr war ich im Aufenthaltsraum und wartete weisungsgemäß auf das Abendessen. Ich war der Erste. Aber ich kam nicht mehr dazu zu überlegen, ob ich mir noch vor dem Essen ein Bier aus dem Kühlschrank holen sollte oder nicht. Meine ärztlichen Kollegen erschienen brav nacheinander. Das adlige Fräulein Edeltraud mit den Haarnadeln, Bierstein und Pinkus. Na, schon ein bisschen herumgeguckt? Ja, ich habe den Turm bestiegen. Sogar in weiblicher Begleitung. Oh, gut beobachtet, Herr Kollege. Nicht ich, sondern unsere Freifrau hat sie herunterkommen sehen. Aber darf ich erst einmal vorstellen? Nicht mehr nötig, glaube ich. Ich weiß, dass Sie Dr. Bolt sind. Und Sie haben die respektlosen Bemerkungen der Herren über mich sicher auch schon alle gehört, oder? Ich kann nicht leugnen, dass... Na, nun mal langsam, respektlos. Wir haben sie ihm in den freundlichsten Farben geschildert.
Stimmt's, Pinkus? Selbstverständlich, Herr Professor. Schon gut, meine Herren. Bitte setzen wir uns doch. Ich habe Hunger. Na dann, guten Appetit. Guten Appetit. Wie haben Sie denn die Oberschwester überstanden, Bold? Sie hat befohlen, dass ich die Finger von den jüngeren weiblichen Hilfskräften lassen soll. Ja, die wird Ihnen noch manches befehlen. Und was macht er als erstes? Er setzt sich über die Befehle der Oberschwester hinweg und besteigt den Turm mit einer weiblichen Hilfskraft. Ja, das war doch eine reine Arbeitsbesprechung. Überblick über das Gelände, Information zur Arbeitszeitordnung. Ja, und natürlich Überstundenbezahlung und so weiter. Überstunden und auch noch für Geld. Wo bleibt denn da das ärztliche Ethos? Ja, damit ist hier nicht zu verdienen, mein Bester. Vom Ethos mal ganz abgesehen. Routine, noch und noch. Alles Kontrollen. Und die Neuzugänge bringen sowieso einen Haufen Voraufnahmen mit. Keine ernsten Fälle dabei? Oh. Ja, eigentlich nur einer. Neuzugang von vorgestern. Alte, spezifische Meningitis. Ja, gefällt mir nicht so sehr. Aber viel kann man noch nicht sagen. Es sieht dort schon besser aus, Herr Professor. Weniger Zellen im Punkt hat. Ihr Glück, Pinkus. Der Patient ist Rechtsanwalt, wenn da was schief geht. Keine Sorge, verehrte Kollegin. Den kriegen wir schon durch. Ihr Wort in Gottes Ohr, Pinkus. Eine Weile schwiegen alle. Jeder schien mit sich selber und seinem Abendessen beschäftigt. Pinkus' Optimismus war berechtigt. Tuberkulöse Hirnhautentzündung, ja, das war früher einmal ein Todesurteil. Heute aber kommt man dagegen an. Mit täglichen Streptomycin-Injektionen in die Rückenmarkflüssigkeit. Nicht angenehm, aber wenn man rechtzeitig... Wir erschraken alle vier. Die Tür ging auf. In ihrem Rahmen stand die Oberschwester. Ihre Brillengläser funkelten. Sie sah uns an. Stumm. Der Chef fasste sich als Erster. Na, Oberschwester, was ist? Wollen Sie mitessen? Danke, Herr Professor. Ich muss etwas melden. So melden Sie. Ich weiß nicht, ob Sie das sehr freut, Herr Professor. Ich sag's Ihnen nachher. Also raus mit der Sprache. Aus dem Giftschrank fehlen 10 Ampullen Morphium. Fehlen? 10 Ampullen. Also eine Schachtel. Eine Schachtel. Seit wann? Heute Nachmittag. Vormittags war sie noch da. Ich kontrolliere jeden Morgen. Ganz genau, Oberschwester? Ganz genau, Herr Dr. Pinkus. Jeden Morgen. Wir hatten 16 Schachteln. 15 sind noch da. Also bitte keine Panik. Sehen wir erst noch einmal genau nach. Hat einer von Ihnen Morphium gebraucht? Ich nicht, ich bleibe bei Bier. Nein. Wollt natürlich auch nicht. Bleibt nur ein Patient. Der Giftschrank ist stets verschlossen. Schlüssel haben nur Sie, Herr Professor, Frau Doktor, Herr Dr. Pinkus und ich. Herr Dr. Beuth hat noch keinen. Ich werde wohl auch keinen brauchen. Ja, dann muss einer von uns Vieren über Mittag zum Morphinisten geworden sein. Oder Sie selber, Oberschwester Anna? Ich muss doch sehr bitten, Herr Doktor. Ja, schon gut, Oberschwester. Das war ja nicht so gemein. Tja, ist eine dumme Sache. Aber wir können wohl nichts machen, als die Augen aufsperren. Ja, möglicherweise müssen wir ein neues Schloss für den Giftschrank kaufen. Möglicherweise ist das gar nicht nötig, Herr Professor. Nicht nötig? Nein. Vielleicht kann ich mir schneller Gewissheit verschaffen als... Als? Jedenfalls sehr schnell. Haben Sie denn einen Verdacht? Eine Vermutung. Also gut, verschaffen Sie sich Gewissheit. Und bis dahin lassen Sie den Giftschrank nicht aus den Augen. Bestimmt nicht, Herr Professor. Und wenn sich Ihre Vermutung bestätigt, sagen Sie mir unverzüglich Bescheid. Selbstverständlich, Herr Professor. Darf ich jetzt gehen? Gehen Sie. Und haben Sie Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich tue nur meine Pflicht. Gute Nacht. Gute Nacht, Oberschwester. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Dramatischer Abgang. Sieht ja fast so aus, als glaubte sie, einer von uns hätte das Zeug zu sich genommen. Ach, Unsinn. Die ist sauer, weil ihr mal was durchgegangen ist. Bestimmt hat einer von unseren Schutzbefohlenen das Zeug genommen. Ihr glaubt ja nicht, was ich in dieser Beziehung schon alles mitgemacht habe. Hoffentlich wird es nicht zur lieben Gewohnheit. Keine Sorge. Anna wird in den Giftschrank reinkriechen und drinnen warten, bis wieder einer seinen Rüssel reinsteckt. Kommissar Anna Maigret. Sie wird den Täter schon fassen. Ja, vielleicht ist das Zeug auch bloß irgendwo verkramt. Ich bin fast sicher, dass es so ist.
Am nächsten Morgen machte ich die Hauptvisite mit und wanderte brav hinter dem Chef und den beiden anderen durch die Stationen, schüttelte viele Schwesternhändchen, sah alle Patienten und musste zahllose Röntgenbilder betrachten. Am Schluss kamen wir zu dem Mann mit der Hirnhautentzündung. Er lag allein in einem ruhigen Zimmer. Rechtsanwalt Dr. Bergius, 53, schweigsam und blass. Es ging ihm einigermaßen, aber ich hatte das Gefühl, dass er noch nicht über den Berg war, und er schien es zu wissen. Bierstein sprach mit ihm, ruhig und zuversichtlich. Währenddessen studierte die Stack seine Krankengeschichte, als wollte sie auswendig lernen. Ich sah mir die Röntgenbilder an. Es hatte vor 4 Monaten eine frische Streuung gegeben, und da war die Hirnhaut mit angegangen. Als wir draußen waren, schüttelte Bierstein den Kopf. Ja, es wäre dumm, wenn er uns jetzt noch abrutschte. Machen Sie genauso weiter, wie Sie angefangen haben, Pinkus. Ja, natürlich. Und wenn Ihnen etwas auffällt, geben Sie Alarm. Ich passe schon auf, Herr Professor. Wir trennten uns. Ich ging zu Petra in die Röntgenabteilung. Sie hielt mir die Brille hin und musterte mich kritisch. Sie haben wohl nicht ausgeschlafen, Herr Doktor. Sind Sie niemals müde? Doch, Herr Doktor. In der Nacht. Immer. Immer nicht. Na, was halten Sie von einer Turmbesteigung heute Abend? Nichts. Ich muss Post erledigen und Briefschulden. Schade. Dann werde ich die Oberschwester fragen, ob sie mit mir... Eine gute Idee. Aber vorher möchte ich Sie bitten, noch die 6 Kontrolldurchleuchtungen. Aufnahmen habe ich schon gemacht. Ich setzte die Brille auf und sah sie nun blau-violett um mich herumschweben. Das Mädchen hatte Bewegungen, die einem tatsächlich, die einen munter machen konnten. Aber ich musste mich der Arbeit zuwenden. Als ich mit den 6 Brustkörben fertig war und die Befunde diktiert hatte, war es Zeit zum Mittagessen. Es gab Eier, Spinat und Kartoffeln. Die Stimmung war gedrückt. Gedrückter als gestern Abend. Na, Morphium gefunden? Nein, ich habe selber nochmals alles durchsucht. Eine Schachtel ist weg. Und vielleicht waren es keine 16 Schachteln. Aber laut Eintragung, Bestand minus Verbrauch, müssen es so viel gewesen sein. Und Schwester Anna fahndet immer noch? Sie hat sogar einen Verdacht, aber sie will nicht damit herausrücken. Sie will den Täter eigenhändig überführen. Wie ich schon sagte, Kommissar Anna Maigret. Sie kann es eben nicht lassen. Ich fühle förmlich schon ihre Hand am Kragen. Ich denke, Sie waren es nicht, Herr Kollege. Ich wäre ja nicht das erste Opfer eines Justizmordes. Der Nachmittag ging hin ohne besondere Vorkommnisse. Meine Versuche, Petra doch noch für eine abendliche Turmbesteigung zu gewinnen, scheiterten. So wanderte ich nach dem Abendessen allein, diesmal querfeldein den Berg hinauf. Ich erreichte die Lichtung von der anderen Seite. Der Turm stand schwarz in der Dämmerung. Ich hörte die Pumpe laufen, Mücken summten. In der Ferne quakten Frösche. Stufe um Stufe nahm ich die Wendeltreppe und atmete tief durch, als ich den Zinnenkranz erreicht hatte. Im Haus unten waren schon viele Fenster erleuchtet. Stimmen tönten schwach herauf. Es war die übliche Geschäftigkeit nach dem Abendbrot, wenn der Schlaf noch nicht kommen wollte. Zwischen den Bäumen unter mir bewegte sich was. Eine helle Gestalt trat auf den freien Platz. Petra. Hallo! Herauf, edle Dame! Hier ist ein sicherer Hort. Ich komme, Herr Ritter, und stelle mich unter Ihren Schutz. Es war nicht Petra. Es war die Stack. Ich hatte Zeit, mich zu sammeln, bis sie oben war. Was sehe ich? Unser neuer Turmliebhaber. Und diesmal ohne Dame? Ja, ich wusste, Sie würden kommen, Kollegin. Deshalb. Wie rücksichtsvoll. Ja, aber mir gefällt es hier oben. Ich bin oft hier. Der Blick total gerade abends, das Haus, die Bäume. Ja, was haben Sie denn? Ja, sehen Sie doch, dort. Wo? Die Fenster dort im 3. Stock. Da rechts. Ich sehe nichts. Das Licht. Ja. Merkwürdig.
Aber das ist ja Was? eine Taschenlampe, oder? Ja. Ja, irgendjemand sucht mit einer Taschenlampe in seinem Zimmer herum. Komisch. Wahrscheinlich ist die Birne in der Deckenlampe kaputt. Aber dann könnte er doch die Nachttischlampe anknipsen. Richtig. Vielleicht befindet er sich auf dem Wege dorthin. Wessen Zimmer ist das? Keine Ahnung. Da. Aus. Spuk beendet. Und keine Nachttischlampe an? Doch merkwürdig, wie? Vielleicht war es das Schlossgespenst. Um diese frühe Stunde? Kaum. Aber mir wird kühl. Kommen Sie mit nach unten? Ja. Wir gingen. Ich führte sie vorsichtig über die Wendeltreppe nach unten, durch den Wald bis vor ihr Zimmer. Gehen Sie noch in den Aufenthaltsraum? Heute nicht mehr. Ich will noch ein bisschen Schularbeiten machen. So langsam muss ich die alten Befunde unserer Patienten ja mal kennenlernen. Dann schlafen Sie gut, Sie Musterschüler. Ich wartete, bis ich die Tür hinter ihr geschlossen hatte, zog mich dann in mein Zimmer zurück und hockte mich hinter den Schreibtisch. Gegen 11:30 zwangen mich die einfliegenden Mücken, das Fenster zu schließen. Ich beschloss, ins Bett zu gehen. Ich wusch mich. Aber als ich gerade beginnen wollte, den Seifenschaum aus meinem Gesicht zu entfernen, wurde der Wasserstrahl aus dem Hahn dünner und versiegte schließlich ganz. Ich starrte aus verkleisterten Seifenschaumaugen den Wasserhahn an. Dann fiel mir ein, was passiert sein musste. Die Pumpe oben im Turm stand still. Ausgerechnet jetzt, wo ich mit Seife im Gesicht vor meinem Lavabo stand. Es blieb mir nichts übrig, als mein Gesicht mit Lappen und Handtuch notdürftig abzuwischen. Dann drehte ich den Wasserhahn ab, um nicht unangenehm zu träumen, wenn er nachts lossprudelte, löschte das Licht und öffnete wieder das Fenster. In diesem Augenblick hörte ich den matten Schlag einer Tür unter mir. Der Lichtstrahl einer Taschenlampe erschien im Garten neben der Liegehalle und bewegte sich weiter den Weg zum Berg entlang. Eine kräftige Gestalt in Schwesterntracht ging mit energischen Schritten und in beachtlichem Tempo dahinterher. Anna. Anna, unsere großartige Oberschwester. Nun war alles klar. Die Nachtschwester hatte ihr gemeldet, dass die Pumpe ausgefallen war und kein Wasser lief. Und Anna, natürlich, nahm die Sache in die Hand. Mitten in der Nacht? Beachtlich. Ich drehte meinen Hahn wieder auf, entschlossen nun doch noch den Seifenrest von meiner Haut zu waschen. Bei Annas Marschgeschwindigkeit musste sie in wenigen Minuten am Turm sein und die Pumpe zur Raison bringen. Aber der Wasserhahn blieb stumm. Ich ging zurück zum Fenster und wartete auf den Lichtstrahl vom Berg her und auf Annas Schritte. Nichts. Es konnte möglich sein, dass Anna mit der Pumpe nicht zurechtgekommen war und sich vergeblich bemüht hatte. Aber dann waren 20 Minuten vergangen, das Wasser lief nicht. Und Anna kam nicht zurück. Ja, es blieb mir wohl nichts weiter übrig, als gleich in der zweiten Nacht den edlen Ritter zu spielen. Ich zog mich wieder an, schloss mein Zimmer ab und ging nach unten. Im ersten Stock fiel Licht aus dem Untersuchungszimmer der Station. Ich trat ein. Schwester Inge, die mich gestern wegen Rauchens in der Halle verwarnt hatte, sah mir entgegen. Herr Doktor. Guten Abend, Schwester Inge. Nachtdienst? Ja, Herr Doktor. Ich habe die Oberschwester zum Turm raufgehen sehen. Ist sie noch nicht zurück? Nein, sie ist noch nicht. Das Wasser läuft auch noch nicht. Eben. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich kann nicht weg von der Station. Ich wollte schon Schwester Maria weg. Nein, lassen Sie sie schlafen. Haben Sie noch eine Taschenlampe? Ja, aber keine große mehr. Ja, das. Danke, geht schon. Ja. Ach, die Oberschwester würde den Hauptweg zurückkommen, nicht wahr? Ganz bestimmt, Herr Doktor. Gut. Ich ging. Als ich die untere Türe hinter mir geschlossen hatte und dem dünnen Lichtkegel meiner Lampe nachstolperte, da fröstelte ich, trotz der sommerlichen Wärme dieser Nacht. Irgendetwas war nicht in Ordnung. Es war schwierig, ein Held zu sein. Oben am Rande der Lichtung blieb ich stehen. Nichts regte sich am Turm. Ich knipste meine Funzel aus und ging näher. Keine Spur von Anna. Wenn sie nicht irgendwo im Wald gestürzt war, abseits vom Hauptweg, konnte sie nur in der Pumpenkammer sein. Schritt für Schritt schlich ich um den Sockel. Dann blieb ich mit einem Ruck stehen. Die Tür zur Pumpenkammer stand weit offen. Ein rötlicher Lichtschein fiel heraus über das Gras. Da drin war etwas passiert.
Ich nahm eine Lampe in die rechte Faust. Sie war nicht gerade ein Ersatz für einen Trommelrevolver, aber es musste notfalls reichen. Der Lichtschein über dem Gras kam aus Annas Taschenlampe, die zu Boden gefallen war und nur noch schwach brannte. Vor dem Schaltbrett, das ihre Hand wohl nicht mehr berührt hatte, lag Anna, mit ausgebreiteten Armen auf dem Gesicht. Ein schwerer, scharfkantiger Stein hatte ihren Hinterkopf zerschmettert. Langsam ging ich in die Knie. Im Schein meiner Lampe blitzte etwas auf, die Brille mit den dicken Gläsern, unversehrt. Ich fasste nach Annas Handgelenk, kein Puls. Was da klopfte, war mein eigenes Blut in den Fingerspitzen. Der Strahl meiner Taschenlampe traf Annas rechtes Auge. Die Pupille blieb starr. Ich richtete mich wieder auf und sah zur Decke. Das Lukenglas oben glitzerte, aber die Luke war geschlossen. Der Stein, der Anna getroffen hatte, war aus der Einfassung herausgebrochen. Dann sah ich noch etwas anderes. Ich stand direkt neben der Schalttafel. Der große Hebelschalter zwischen den Sicherungen stand auf Aus. Nun, vielleicht war in das Ding ein Relais eingebaut, das bei Überbelastung selbsttätig abschaltete und den Schalter zurückspringen ließ. Wenn aber kein Relais eingebaut war, dann musste jemand... Vorsichtshalber fasste ich den Schalter mit meinem Taschentuch an und kippte ihn auf ein. Der Motor fing an zu summen. Die Pumpe lief wieder. Gut, dass ich meinen Wasserhahn abgedreht hatte. Ich bückte mich noch einmal und achtete darauf, dass ich nicht genau unter der Luke stand. Annas Gesicht war nicht verzerrt, aber es hatte einen seltsam verkniffenen, beinahe höhnischen Zug, so als hätte sie noch zuletzt die Gewissheit erlangt, doch recht gehabt zu haben. Das Morphium? Wenn Anna nicht einem unglücklichen Zufall zum Opfer gefallen war, dann... Ich wischte diesen Gedanken beiseite, ging hinaus, um den Sockel herum bis zur Treppe. Langsam stieg ich nach oben und öffnete die Luke über dem Pumpenraum. Vorsichtig, wieder mit dem Taschentuch. Der Zement um die Einfassungssteine war knochentrocken und locker. Fest saßen sie alle nicht mehr. Auch hier gab es dann wieder zwei Möglichkeiten. Entweder war der Stein durch Zufall heruntergefallen, ausgerechnet in dem Augenblick, als Anna darunter stand, oder nicht durch Zufall. Als ich den Weg zum Haus zurückging, fühlte ich mich matt und elend. Die Geschichte mit dem verschwundenen Morphium ging mir immer wieder durch den Kopf. Anna hatte gesagt, dass sie sich sehr schnell Gewissheit verschaffen könnte, wer die 10 Ampullen aus dem Giftschrank... Hatte sie deshalb sterben müssen? Schwester Inge war blass, als ich zurückkam. Sie sah mich an. Haben Sie die Oberschwester getroffen? Ja. Läuft das Wasser wieder? Es ist... Sie waren so lange weg. Es ging nicht schneller. Vorhin, da dachte ich schon, Sie kommen zurück. Es war jemand auf der Treppe. Auf der Treppe? Ja, Schritte. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Es kam jemand von unten herauf, aber ich... Wohin ist er gegangen? Ich weiß nicht. Plötzlich waren die Schritte weg. Ein Patient? Nein, die sind lauter. Es waren so leise Schritte, als würde jemand... So als sollte ihn niemand hören. Ja, außerdem ist es nach 12. Die Patienten schlafen alle. Und ihre Toilette ist unten. Keine muss hier herauf. Ja, das ist allerdings seltsam. Was ist mit der Oberschwester? Wo ist sie? Hören Sie gut zu, Schwester Inge. Sie sprechen mit niemandem darüber. Ich gehe jetzt zum Professor und wecke ihn. Sie reden erst, wenn Sie gefragt werden, verstanden? Ja, aber was ist mit der Oberschwester? Oberschwester Anna ist tot. Wolfram, wir hatten doch beim Einstieg gesagt, dass das Hörspiel auch so ein bisschen Ruhe und Entspannung verbreitet. Und ich meine, stell dir mal vor, in der heutigen Zeit würde ein gestresster Mediziner
nachts eine Dusche nehmen und dann würde das Wasser versiegen. Also ich weiß nicht, ob der so gelassen das kommentieren würde und warten würde und nochmal probiert und niemanden stresst, sondern ob es da nicht sofort Türe schlagenden Krawall gäbe. Meinst du, wenn man quasi auf Piquet im Spital ist und nachts eine halbe Stunde schlafen kann, endlich duschen will, wenn man stundenlang im OP stand, wie in den Ärzte-Serien? Zu Recht darf man dann verlangen, dass man heißes Wasser hat. Aber eben hier in den 70ern sieht man das Ganze noch, naja, mit einem Achselzucken. Es ist wirklich ich finde es doch auf eine Art überraschendes Hörspiel, wirklich in dieser Ruhe, in der Langsamkeit. Für mich tönt da so ganz viel Paul Cox und Dick Dickens an eigentlich, also mit der Hans Möckel, DRS Big Band, mit der Musik allein schon, und auch mit diesen Männerstimmen, so ein bisschen dieses Joviale und wird gern getrunken und Frauen sind wichtig. Aber beim Paul Cox zum Beispiel ist ja der Kriminalfall eigentlich meistens sehr schnell schon klar. Liegt dann doch schnell mal jemand am Anfang tot da oder man kommt in eine zwielichtige Spelunke und wird da übers Rohr gehauen. Und hier geht es ja wirklich lang. Es geht wirklich ganz, ganz ruhig. Wir laufen mit ihm langsam hoch und dann muss er wieder den Koffer schleppen. Dann geht man mal zum Turm, dann zum zweiten Mal alle Figuren werden in Ruhe Das finde ich wirklich spannend, dass das Erzählte, also das ist so ein eigentlich zeitloser Ort, wo die Zeit steht da still. Man trinkt Bier, das ist eigentlich wie was Wichtiges. Es gibt also die Essen, die Tageszeiten vorgeben. Ansonsten geschieht ja eigentlich fast nichts. Wenig Arbeit, gell? Nee, wenig Arbeit. Also das, was erzählt wird, und es wird genauso ruhig, wie die Leute sind, genauso ruhig wird auch erzählt. Musste mich da erstmal dann, hätte ich dann doch mehr Action erwartet und musste mich dann so ein bisschen reingeben. Also die Kritik höre ich raus. Hat denn dich der Erzähler nicht für sich eingenommen? Also bei mir steht und fällt eben ganz viel mit ihm, Edgar Wiesemann. Und ich finde dieser Tonfall, in dem er spricht oder wie es dann auch geschrieben ist mit diesem kleinen, habe ich halt, mich spricht das wahnsinnig an. Mich erinnert das so ein bisschen an Erich Kästner. Wir reden jetzt mal nicht inhaltlich, ja? Da kommen wir gleich noch drauf, sondern einfach nur von der Ansprache und wie man das Leben schaut mit so einem kleinen Augenzwinkern. Ich finde, der macht das so schön. Ich genieße das sehr und deswegen ist mir eigentlich auch egal, dass da noch nicht so viel Krimi passiert, weil, das wissen wir ja auch, ich habe ja auch so eine konservative Ader, die sich gern in solche Zeiten reinfallen lässt, wo das Bier bei den Ärzten noch vor der Patientenbesprechung kommt. Und wo der Wohlstandsbauch irgendwie auch noch nicht ein Zeichen ist von wegen, was ist das für ein Mensch, der nicht auf sich achtet, sondern der scheint sein Leben zu genießen und der scheint auch die Mittel zu haben, sich den Bauch voll zu schlagen. Und der ist ja quadratisch. Das ist ja auch so schön beschrieben. Ja. Nein, du hast recht. Also der Erzähler nimmt mich gut mit und ich finde, man kann auch noch sagen, auf eine Art ist es auch wieder konsequent, dass sich das Hörspiel so viel Zeit nimmt, um diese man kann es Idylle nennen, man kann es auch irgendwie ist auch ein komischer, zeitloser Raum, wo eigentlich nie was passiert. Eben gerade weil nichts passiert, ist auch so zeitlos, um den so richtig zu etablieren, damit es dann umso stärker reinfährt. Wir haben ja noch ein paar Teile. Genau, dass dann wirklich jemand, es wird was gestohlen aus dem Giftschrank und B, vor allem dann, dass die Oberschwester, dass dieser Drachen da dann zu Tode kommt. Schwester Inge ist ja die erste, auf die er trifft. Und ich finde, die hat so ein schönes Lachen. Ja. Die kichert ja nicht, sondern die ist ja wirklich schön amüsiert. Und das ist gesprochen von Maja Stolle. Und wenn ihr Maja Stolle jetzt nochmal hören wollt, dann hört euch Tannenklirren an. Da spricht sie die alte Frau. Ich glaube, die tritt ab Teil 4 auf oder so. Aber ich meine nur, da seht ihr die 50 Jahre, die dazwischen liegen. Es ist wieder wunderbar. Ich fand tatsächlich bei den Frauenstimmen, kleiner, wenn ich kurz abschweifen darf, ich fand Inge sehr einnehmend, wie sie gesprochen hat, gerade das Lachen. Dann wiederum Petra, die ja toll beschrieben wird. Also gut, zur Beschreibung können wir gleich noch kommen. Fand ich dann wiederum gar nicht so, irgendwie wäre ich dann eher bei Inge. Ein bisschen spröder von der Stimme her, wäre ich eher bei Inge. Und auch so, fand dann wiederum überraschend, dass die einzige Frau als Ärztin, die da arbeitet, die also die Freiherrin, und die wird irgendwie besprochen wie so ein lebendes Fossil, die klingt eigentlich doch wiederum recht munter. Ich finde, die klingt gar nicht nach alt und staubig. Fand ich irgendwie noch spannend, dass wie die Frauenstimmen dann gar nicht mal unbedingt
Es ist ja auch natürlich auch schön, weil die Männer immer davor erstmal sagen, wie die dann sind. Wir bekommen eigentlich immer ein Bild von den Menschen, bevor wir sie dann echt hören. Also selbst auch der Professor des Quadrat wird ja schon beschrieben, bevor er ihn dann zum ersten Mal bekommt. Und dann kriegt man eigentlich immer noch den Abgleich mit der Realität. Ist eigentlich noch hübsch so. Ja, aber unsere Edeltraud von Stark, Dr. Edeltraud von Stark, die wird ja auch im Vorfeld, eben, das sind ja Zuschreibungen größtenteils von Männern. Ja, total. Und Petra springt dir dann natürlich auch nicht so gut bei, indem sie 5-mal nur sagt, sie ist Pause, 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 nett. Ja, das stimmt, das hilft nicht so viel. Aber ansonsten, wir haben doch schon eine sehr männerdominierte Blick auf diese ganze Waldsanatoriumswelt. Ne? Ja, man muss es so sagen. Ich war da tatsächlich auch zwischendurch beim Hören so ein bisschen auf Nadeln. Mir hat eigentlich der Anfang eben noch gut gefallen, wie er bei Petra vor allem erstmal das Kleid beschreibt, die vorher läuft. Du weißt noch nicht, wo es ist. Dann sagt er schon noch die nackten Beine, aber ich finde das noch, ist natürlich auch eine Zeit, wo man nicht so viel Haut gezeigt hat wie jetzt. Und da fand ich das irgendwie noch schön beschrieben. Klar war dann die nackten Beine, auf die er lange schauen kann. Das war dann wirklich ein Ereignis, auf die zu schauen. Aber das Kleid ist auch sehr lange sehr wichtig. Wolfram, aber jetzt bist du auch meinem Trugschluss ersessen, dass das in den 50ern spielt. Ich meine, das sind die 70er, da hat man sehr wohl Bein gezeigt, aber nicht in diesem Ort vielleicht. Aber gefühlt ist es ja, das stimmt. Man sieht eher den Petticoat, oder? Wo nur die Wade unten mit dem Strich total noch zu sehen ist. Man in den 50ern unterwegs. Da finde ich es wirklich so noch sehr charmant. Es hat dann gerade später den Moment, wenn er mit ihr redet, also ist ja dann doch der Vorgesetzte, läuft mit ihr den Turm da hoch. Ja, und dann schon sagt irgendwie, ob es dann verboten wäre, sie zu küssen. Eigentlich wäre es dann doch ganz nett. Also finde ich ja, also vielleicht ist es die Zeit, aber dann finde ich es dann eigentlich dann doch nicht mehr ganz so charmant. Ja. Ich meine, das ist dann ihm wahrscheinlich auch in den Mund gelegt, um zu zeigen, dass Petra sich da sehr wohl wehren kann. Ja. Oder Frau Radies. Ich fange auch schon an, sie zu diminuieren, indem ich ihr den Vornamen gebe. Aber das hätte man vielleicht auch anders machen können. Also es wird noch mehrere Dialogszenen zwischen den beiden geben und sie wird sich immer wahnsinnig gut behaupten darin. Aber ja, diese alternen Anklänge von Anfang an, es spielen ja auch keine Ehefrauen eine Rolle oder eben, du hast gesagt, die Ärzteschaft ist ja so männerdominiert und klar wird da sofort das Gefälle irgendwie immer deutlich gemacht und auch ausgereizt. Ja. Stört dich das nicht? Natürlich. Man ist es halt schon, also diesen Schleier über dem Auge, man ist da nicht blind, aber der hört sich das ja schon weg. Ja. Man gibt den historischen Stempel, aber ich kann gut verstehen, dass das bei anderen stärkere Reize auslöst, als jetzt vielleicht zufällig bei mir. Weiß nicht warum, wahrscheinlich eben wegen dem Erzähler. Ja, nein, ist jetzt auch nicht, ist eh nicht. Ich finde es auch nicht schlimm. Weißt du, woran mich das ist auch noch der Link zu den 50ern. Also diese Nachkriegszeit. Ich stelle mir das dann halt so vor, dass das auch alles, bis auf den Oberarzt, die Männer alle noch so ein bisschen anämisch und unterernährt sind, die ganze Welt noch jetzt nicht am Fetttisch sitzt, sondern die Mittel eigentlich noch zugeteilt werden müssen. Und auch der Neubau von so einer Gesellschaft auf zwischenmenschlicher Ebene erstmal wieder anlaufen muss. Und man damals so voraussetzte, es gibt Männermangel nach dem Krieg und die Frauen sind alle irgendwie willig, egal wie der Mann aussieht und ob er jetzt ein Arschloch ist oder nicht. Ich glaube, das schwingt bei mir auch immer noch so ein bisschen mit, dass ich das unterstelle, dass dort das in den Konstellationen, du siehst, ich konstruiere viel. Ja, aber das ist natürlich schon ein bisschen, was ich meine. Ja. Und ich meine, das ist wirklich recht, auch Petra, sie wehrt sich ja wirklich gut. Die Oberschwester ist ja auch stark, auch wenn es durch dieses Bild vom Drachen einfach ist. Ich habe da auch so beides. Gleichzeitig ich sage jetzt ja auch nicht zum ersten Mal, mir gefällt es ja auch so, diese flötenden Frauenstimmen da, die es da so gibt. Schwester Inge, wenn sie da so flötet, finde ich ja auch charmant. Und ich finde, da gerade die beiden haben ja wirklich ein sehr schönes, charmantes Geplänkel am Anfang. Ja. Und das andere wiederum, ich denke, wenn man auch, ist natürlich jetzt idealisiert, aber ist ja auch eine einfache Welt und dann irgendwie wäre man ja auch gern dabei. Ja, also kommst du neu hin und dann setzt sich erstmal hin und geht erstmal nur darum, wo das Bier steht und ob man dann zusammen Skat spielt und viel mehr ist da eigentlich jetzt erstmal nicht los.
Genau. Also kann man sich auch schlimmere Sachen vorstellen. So, wenn man jetzt halt der privilegierte Mann ist, der da hinkommt. Und eben das Personal ist ja jetzt überschaubar, finde ich auch noch ganz lustig, dass das eigentlich, oder bemerkenswert, dass das reicht für so ein Sanatorium, dass sie gar nicht jetzt, oder dass Hans Gruhl für die Handlung gar nicht mehr braucht als die Leute, die jetzt da eingeführt sind. Und die Patienten bleiben ja immer so eine anonyme Masse, ein bisschen im Hintergrund. Man weiß gar nicht, wie viel es überhaupt sind. Genau. Es gibt diesen Anwalt, diesen Juristen, der jetzt da quasi ein akuter Fall ist, um den muss man sich kümmern. Es gibt die in der Liegekur, aber die sind quasi auch so als Herde mal abgeschrieben. Und er muss dann so fünf Befunde mal anschauen und dann dem Fräulein diktieren. Damit geht auch schon der ganze Vormittag rum. Das wird sich, glaube ich, auch jeder Arzt heute drum reißen, wenn er so in Ruhe mal Befunde anschauen und diktieren könnte. Ja. Ich meine nur, das Personal ist begrenzt und jetzt haben sie sich kennengelernt. Die Grenzen sind, glaube ich, abgesteckt. Und ich glaube, für Teil 2 bis 4 sind wir zumindest von dieser Ebene des sehr unbeholfenen Flirtens entfernen wir uns. Gut. Ich hätte noch einen Fun-Fact zu Hans Gruhl selber. Darf ich sein Ende verraten, Wolfram? Weil der Mann wurde gefunden, erschossen an seinem Schreibtisch. Den Revolver noch in der Hand. Das nennst du Fun-Fact? Ja, das stimmt. Ich habe es wahrscheinlich falsch verwendet. Aber also. Ich finde die Geschichte einfach nur so kurios. Also, ja, ganz großes Fragezeichen. Auf dem Teppich lagen 5 Patronen, die er wohl vorher rausgenommen hat. Was ist passiert? Man vermutet, also es heißt Selbsttötung und es scheint, dass er an einem Buch gearbeitet hat, wo eine Figur sich das Leben nehmen will und um sich besser in sie rein zu versetzen wird, vermutet, hat er mit seinem Revolver die Situation nachgestellt, hat aber vorsorglich die Kugeln vorher geleert, bis auf eine. Die im Lauf steckte. Das gibt's. Die steckte schon im Lauf, nicht mehr quasi in der Trommel. Wie geht das? Also dafür kenne ich mich mit Revolvern zu wenig aus. Ja. Ich dachte auch immer, dass man hat diese 6 Kammern und dann, aber offensichtlich hat er eine übersehen und sich versehentlich selbst erschossen. Oh nein. Tote kann man nicht befragen. Das ist bestimmt ein Titel bei Paul Cox, aber das ist doch für einen Krimi-Autor. Aber jetzt hast du gerade einen ganz tollen Krimi-Plot verraten. Wieso? Das könnte man doch genauso machen. Jemand kommt hin und der berühmte Kriminalautor liegt erschossen da, wer war's? Ja, natürlich. Und dann gibt es ganz viele Finden, wo man denkt erst, okay, es war Selbstmord oder nein, dann kommt vielleicht was der böse Verleger oder der industrielle Magnat, der beim letzten Mal vorkam und sich jetzt mega seitdem betüpft ist oder was nichts verraten. Schreib. Am Schluss ist die Pointe, nein, er war es einfach selber, weil er halt emotional an der Realität sein wollte. Finde ich super. Vielleicht war es doch die Röntgenassistentin. Da ist schon der ganze Plot da. Also hört weg. Hört weg, vergesst alles bitte. Vergesst alles bis... Na gut, so schnell wird der Krimi nicht produziert. Ja, ich hätte noch 3 Kleinigkeiten. Ja. 3 Mitbringsel zum Thema Tuberkulose. Aha. Weil ich mich beim Hören dann doch nochmal gefragt habe, wie steht es eigentlich mit der Tuberkulose? Ich weiß schon, dass das noch gibt, aber inwiefern? Nennt man das noch Tuberkulose? Das heißt noch Tuberkulose, okay. Doch. Deswegen, also ja, sie gibt es noch. Ich würde jetzt gerne hier einfach anhängen, kurzer Beitrag von SF1. Ist mal erschienen vor ein paar Jahren zum Welttuberkulosetag. Also es gibt einen Tag, was wirklich noch ein Problem ist, wo die Geschichte dargestellt wird. Finde ich sehr spannend. Es gibt eben wirklich noch viele Leute, die an Tuberkulose erkranken, vor allem jetzt weniger in der westlichen Welt. Und dann, also wir haben es auch viele Leute, aber es bricht nicht aus. Aber in den Entwicklungsländern sterben wirklich noch viele Menschen immer noch an Tuberkulose. Das fand ich einfach noch informativ, würde ich gerne kurz anhängen. Und dann habe ich noch 2 weitere Sachen. Das eine, ein Artikel von SF zu einem Westschweizer Arzt, der sogenannte Sonnenkuren erfunden hat. Und zwar hat der zur Tuberkulosebehandlung auch Sanatorien gegründet in den Bergen. Und die Leute sollten eigentlich den ganzen Tag möglichst nackt in der Sonne sein. Und er hat Entschuldigung, das klingt auch wie ein Alternwitz. Nein. Also mit der Luft, das weiß man schon beim Zauberberg und Thomas Mann gegen Tuberkulose, aber da auch die Sonne. Und es scheint auch geholfen zu haben, wegen Vitamin D. Das war damals nicht klar, was es war. Höhere Vitamin D-Produktion. Fand ich auch noch so ein spannendes Kuriosum, die Sonnenkuren. Und dann noch ein Dokumentarfilm, so eine Reportage von SF, die ist wirklich schon 20 Jahre lang alt, Spuren der Zeit, auch zum Thema Tuberkulose in der Schweiz. Ich fand die vor allem toll, weil da viele Archivaufnahmen kommen, auch von alten Sanatorien und Behandlungsmethoden. Das ist wie so ein bisschen das Bildmaterial zum Hörspiel.
So. Hey, dann hören wir uns in einer Woche wieder und sind alle Experten. Tuberkulose-Experten. Super. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Krimi. Davor hören wir uns aber schon morgen wieder. Denn morgen ist Vollmond. Das heißt... Sage nicht. Ja, Zeit für gruselige Geschichten bei uns. Bis zum nächsten Mord. Macht's gut. Es ist das 19. Jahrhundert. Wer etwas ist, hat ein schickes Kostüm an, vielleicht sogar mit Zylinder und hat ganz eine blasse Haut. Die noble Blässe ist das Ideal vom Aristokrat. Eine noble Blässe und eine schmale Gestalt. Glück hat, wer so aussieht. Oder eben, er oder sie ist krank. Tuberkulose oder Schwindsucht, wie man dieser Krankheit auch sagt. Wer Tuberkulose hat, muss husten, spuckt blutigen Schleim, ist müde, hat Fieber und Probleme mit Schnaufen. Den Grund dieser Lungenkrankheit kennt man Anfangs 19. Jahrhundert aber noch nicht. Man hat die romantische Vorstellung, dass die Krankheit das Resultat vom edlen Leiden an der Welt ist. Unter den Ursachen der Tuberkulose kenne ich keine, die sicherer wäre als die traurigen Leidenschaften. Vor allem, wenn sie tief gehen und lange dauern. Das schreibt der französische Tuberkulosespezialist René Théophile Laennec noch Anfangs 19. Jahrhundert. Diese Vorstellung bleibt bis etwa 1880. Dass Tuberkulose eine übertragbare Infektionskrankheit ist, glaubt dann zumal in unserem Breitengrad niemand. Ausser ein. Der deutsche Arzt Robert Koch. Er entdeckt den winzig kleinen Tuberkelbacillus und ist der Erste, der das Bakterium unter dem Mikroskop anschauen kann. Er züchtet und probiert und macht und tut. Trotzdem glauben seine Medizinerkollegen nicht, dass das Bakterium der Grund für Tuberkulose ist. Was bleibt dem Robert Koch übrig? Er muss es beweisen. Und zwar, indem er 172 Meerschweinchen, 32 Küngel und 5 Katzen infiziert. Die Medizinerkollegen von Robert Koch sind beeindruckt und eine neue Wissenschaft ist entstanden: die Bakteriologie. Immer mehr Krankheiten, so findet man heraus, werden von Bakterien übertragen, zum Beispiel Pest, Typhus oder Keuchhusten. Jetzt, wo man weiss, was der Grund für Tuberkulose ist, jetzt muss man natürlich möglichst schnell eine Therapie dagegen finden. Legekuren in den Schweizer Bergen, das hat man bis 1900 gegen Tuberkulose gemacht. In Davos zum Beispiel hat es mehrere tausend Klinikplätze gegeben. Ab Anfang des 20. Jahrhunderts kommen dann langsam die Antibiotika und die Impfungen auf den Markt. Heute ist Tuberkulose in der Schweiz nur noch eine seltene Krankheit. Trotzdem geht die Behandlung, wenn jemand infiziert ist, recht lang, sicher ein halbes Jahr. Und es braucht die richtige Kombination von verschiedenen Medikamenten. Nur ein Antibiotikamedikament reicht nämlich nicht, weil wir über die lange Zeit von ein paar Monaten dagegen resistent werden. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.